I know it's not that easy. Such a mindfuck, oh believe me, I'm trying to hold on, I'm trying not to let go. So, hallo zusammen. Also wir wieder, ich habe eine Pause gemacht jetzt mit dem Dreamfall. Es ist natürlich Zwitscher jetzt rausgekommen und ja, es ist wahnsinnig Zwitscher 3 zu Eilfand. Jetzt bin ich dort natürlich ein bisschen dran gewesen. Und, das beste Essen in Propast bekommt man bei den Straßenhändlern und ihren Imbisswagen. Zweifellos. Ohne Gegenstimme. Ja, es ist gut jetzt. Aber Zwitscher bin ich jetzt dran und es fängt einfach wie so. Jetzt bin ich dort ein bisschen dran. Ich weiss dann nicht, wie die Folgen rauskommen. Ich muss dann schauen. Ab und zu tue ich wieder, jetzt mache ich wieder eine Session. Ich nehme 2-3 Folgen auf und jetzt habe ich keinen Bock auf etwas anderes. Wir sind hier verblieben bei wir sollten hier zur Queenie. Das Kryptowährung. Das da. Sprich mit Theta Queenie. Mhm. Ah ja, stimmt. Genau. Und die andere hat mir gesagt, ich soll das Geschenk bringen und wir sind da ein Geschenk suchen. Nein. Die reinste Klavada Abzocke, viel zu teuer. Ich gebe Ihnen 3,50 dafür und nicht ein Kuai mehr. 3,50? Soll das ein Witz sein? Das ist ja weniger, als ich bezahlt habe. Bei dem Preis zahle ich drauf. 3,60 und das ist mein letztes Angebot. Mierda, Atze. Das ist doch der absolute Touristentarif. Wie oft habe ich schon hier eingekauft? Ich bin nicht ganz sicher, was sie verkauft. Ich dachte, wir wären Freunde. Eine Preis vielfältige ist eine Auswahl an Waren. 3,50. Und auch dieses bei Gio-Zeug. Wie soll ich denn davon meine Kinder satt kriegen, die Miete aufbringen, Mr. Londons Schutzgeld zahlen? Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Das ist eine heikle Verhandlung. 3,50. Oh. 3,60. Über 350 gehe ich auf gar keinen Fall. Ich habe es langsam satt, ihm nur beim Falschen 360 zuzuhören. gehe ich auf keinen Fall. Ich kann den ganzen Tag so weitermachen. 3,50. Würden Sie bitte warten, bis Sie dran sind? Ach, ich bin nicht ganz sicher, was sie verkauft. 3,60. Vielfältige Auswahl an Waren gehe ich auf. und auch dieses bei Gio-Zeug. Aber ich muss da irgendein Geschenk suchen. Aber mit dem kann ich reden. Irgendetwas entdeckt, das Sie interessiert? Bei Gio-Zeug. Das ist, wie hieß es nochmal? Bei Gio? Bei Gio, Ah. chinesischer Schnaps. Ich habe ihn noch nie probiert. Bier ist eher mein Ding. Bei Gio. Diese Flasche Alkohol da. Bei Gio. Chinesischer Schnaps. Der allerbeste, den man finden kann. Er ist aus den seltenen Samen der Hiobsträne von den Hängen des Himalaya destilliert. Mit gereinigtem Wasser aus den tiefsten Brunnen von Kunming. Und Bio-Reiskörnern aus Fuilin. Klingt teuer. Für Sie nur 20.000 Yuan. 20.000? Das ist Wahnsinn. Es ist ein Schnäppchen. Sehen Sie mal, das Preisschild sagt 30.000 Yuan. Sie kriegen es ja fast geschenkt. Tja, ich habe keine 20.000 Yuan. Könnten Sie nicht weiter runtergehen? Würde mich Geld kosten, wenn ich das täte. Geht nicht. Aber das wäre in dem Fall etwas. Ja, ich glaube, ich muss mich wach erinnern. Jetzt muss ich die irgendwie fälschen mit dem. 3,60. Ich habe es langsam satt, ihm nur beim Falschen zuzuhören. Ich habe es langsam satt, ihm nur beim Falschen. Ich bin nicht ganz sicher, was sie verkauft. Gehe ich auf keinen Fall. Vielfältige Auswahl an Waren und auch dieses bei Gio-Zeug. Kann ich Eine auch. Flasche bei Gio. 3,60. Mein letztes Wort. 3,50. Genau. Das ist, 3,60. wie hieß es Über nochmal? 350 Bei gehe Gio? ich auf gar keinen Bei Fall. Gio, chinesischer Unter Schnaps. Ich habe ihn noch nie 360. probiert. Bier ist eher mein Ding. Na, Holger, was darf's sein? Ja, auch nicht im Moment.
Ich habe knackige Grillen, feine gebratene Ameisen, gekochte Käfer und saftige Mottenlarven-Tacos. Was darf's sein? Mottenlarven-Tacos. Ja, genau. 3,50. Ja, jetzt kann ich mitreden. Frechheit. 3,50. Irgendwie muss ich mit dem Über etwas 300 machen. Ich habe es langsam satt, ihm nur beim Falschen zuzuhören. Unter 360 gehe ich auf... Ich weiss, dass ich da irgendwie etwas machen mit diesen zwei. Da. Muss ich mit dem reden? Haben Sie es sich anders überlegt? 20.000 ist unglaublich günstig. Das kann ich mir nicht leisten. Da entgeht Ihnen ein Schnäppchen. Ein Schnäppli, hä? Jetzt muss ich da Eine mal Flasche bei anschauen. Gio. Kann ich auch mit denen nochmal reden? Zeig mal. Hat sie da auch bei Gio? Nicht, dass ich mich damit auskenne, aber diese Dinge sehen sehr, sehr teuer aus. Guten Tag. Willkommen bei Queenie's Quintessentials. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ich bin auf der Suche nach Queenie. Oh, Madame empfängt zurzeit keinen Besuch. Ich kann Ihnen Ihre neuesten Kreationen zeigen, wenn Sie mögen. Ich möchte nichts kaufen. Ich muss Queenie sprechen. Könnten Sie sie fragen, ob sie einen Moment Zeit hat? Kommt drauf an. Haben Sie etwas mitgebracht? Mitgebracht? Was denn? Madame Genau. Queenie ist in dieser Gemeinde eine angesehene Persönlichkeit. Wer sie sehen will, muss ihr etwas Respekt erweisen. Ein Geschenk, etwas von Wert. Etwas, das beweist, dass Sie kommen, um wichtige Dinge zu bereden. Was sollte das sein? Ich bin sicher, Sie finden etwas, das von Ihrem Geschmack und dem Wert zeugt, den Sie einem eventuellen Treffen mit Madame beimessen. Eben, ja, zuerst mit dir müssen reden, eben, genau. Das war wahrscheinlich das Problem, weil jetzt kann ich nämlich mit der reden, da. Oder mit dem. 3,50. 360. Frechheit. 3,50. 360. Über Das ist 350 gehe ich Wie auf hieß es gar nochmal? keinen Fall. Bei Gio? Unter Bei Panda 360 gehe ich gemein. auf keinen Ich Fall. werde einfach annehmen, Ich dass kann das den ein ganzen Tag so Rechtschreibfehler ist weitermachen. und mir was anderes 3,50. ansehen. Letztes Wort. Kann ich auch. 360. Mein letztes Wort. 3,50. Ja, mit dir kann ich Ich habe reden. gerade Über Kundschaft. 350 Sehen Sie das gehe denn ich auf nicht? gar keinen Fall. Unter 360 gehe ich auf Ziele keinen Fall. aktualisiert. Ich kann den ganzen Tag so weitermachen. 3,50. Letztes Wort. Kann ich auch. 360. Mein letztes Wort. 3,50. Hey, aufwachen! Haben Sie es sich anders überlegt? 20.000 ist unglaublich günstig. Das kann ich mir Ja, nicht ist leisten. gut. Da entgeht Ihnen ein Schnäppchen. Wie habe ich jetzt das denn Eine Flasche bei gemacht? Gio. Ich weiss es doch nicht mehr. Irgendwie muss ich die zwei gegeneinander ausspielen. Aber wie, dass ich das 3,50. gemacht habe, muss ich da 360. zuerst alles an. Über 350 gehe ich auf Ich gar sehe keinen nicht, wie ein Fall. chinesischer Fächer die Unter Sommerhitze in 360 Propast gehe abwenden ich auf könnte. keinen Fall. Ich kann den Muss ich ganzen da Tag nicht so zulassen? weitermachen. 3,50. Bis Letztes sie Wort. fertig geredet haben. Kann ich auch. 360. Mein letztes Wort. 3,50. 360. Über 350 gehe ich auf gar keinen Fall. Unter 360 gehe ich auf keinen Fall. Ich kann den ganzen Tag so weitermachen. 3,50. Letztes Wort. Kann ich auch. bin 360. nicht ganz sicher, was sie mein verkauft. letztes Wort. Eine 3,50. vielfältige Auswahl an Waren 360. und auch Ja, dieses das bei ist- Gio-Zeug. gehe ich auf gar keinen Fall. Unter Ich muss irgendwie, 360 ich weiss, gehe ich. mit dem irgendetwas muss man. 3,50. Ah, 360. Ach, um Himmels Willen. Sie liegen 10 Yuan auseinander. ah, Wissen Sie was? Ich zahle die Differenz. Ziehen Sie es mir ab. Können Sie jetzt bitte mal zum Schluss kommen? Was? Ähm, Eine Frechheit. Wie bitte? Genau. Es sind 10 Yuan. Das ist nichts. Oder? Nichts? Nichts? Sie verstehen nichts. Es geht nicht ums Geld. Es geht um Respekt. Scheiße, Puta. Aha. Du hast mir das Gesicht genommen und bist drauf rumgetrampelt.
Ich habe kein Gesicht mehr. Siehst du da auf dem Boden? Das ist mein Gesicht. Nein, ich will nicht das Gesicht verlieren wegen so einer Dupa. Ich zahle den vollen Preis. Was war das gleich? 1200 Yuan? Hier, bitteschön, den vollen Preis. So. Sie können ruhig öfter kommen. Das war nicht... Was? Was ist denn passiert? Ihre kleine Show hat mir Okay, gerade so. 800 eingebracht. Gute Arbeit. Vergessen Sie's. Womit kann ich Ihnen dienen? Was immer Sie wollen, ich mache Ihnen einen absoluten Sonderpreis. Na okay, schauen wir mal, was du mir da für einen Sonderpreis machst. Diese Flasche bei Jiu. Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack. Feinster chinesischer Schnaps. Sehr repräsentatives Geschenk. Destilliert aus Rundkornreis aus Wuchang und seltensten Samen der Hiobsträne aus den grünsten Tälern der inneren Mongolei mit gereinigtem Wasser aus einer uralten Oase der Wüste Gobi. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie meinen? Ach, nichts. Wie viel? Da Sie mir geholfen haben, mache ich Ihnen einen ganz speziellen Preis. Normal kostet er 20.000 Yuan, aber Sie sollen ihn für 5.000 bekommen. Großzügig. Aber trotzdem etwas hab ich. Genau. Können Sie mir nicht einen spezielleren Preis machen? Was? Sind Sie verrückt? Rundkornreis aus Wuchang, mongolische Hiobsträne, Gobi-Quellwasser. Schon klar. Aber nein, danke. Gobi Quellwasser, genau. Eben, jetzt kommt es mir nur zu sehen, ich habe einen Knüppel gehabt jetzt da mit dem. Jetzt kann ich nämlich dem sagen, dass ich den für 15.000 bekomme davor. Und wieso verkauft die Frau da drüben genau den gleichen Schnaps für nur 5.000 Yuan? Was? Diese miese, Also unehrliche 5.000. Diebin. Wir hatten uns extra auf einen besonderen Preis geeinigt. Die verkauft eine billige Fälschung. Hergestellt aus miesestem synthetischem Reis und statt mit Wasser mit Importplörre aus dem All. Aber sie soll nicht leiden wegen ihrer Unehrlichkeit und Gaunerei. Ich verkaufe Ihnen diese Flasche für 3.000 Yuan. Von 20.000 auf 3.000. Ein Sonderpreis. Nur für Sie. Nur heute. Ist aber immer noch zu teuer. Das ist mein letztes Angebot. Ich zahle sowieso schon drauf dabei. Ah ja. Ja. Wie viel war ich bei mir? 2000, ich muss gerne noch ein bisschen handeln. Jetzt kann ich der sagen, dass der Rang davor... Ich habe eine andere Flasche Schnaps gefunden. Der gleiche wie ihrer, aber billiger. 3.000 Yuan. Was? Unmöglich! Keiner verkauft diesen Schnaps für weniger als 15.000 Yuan. Das muss eine andere Marke sein. Genau die gleiche. Also eine Fälschung. Wir sind im Backsteinviertel. Hier wird überall gefälscht. Natürlich nicht hier. Bei mir ist alles legal. Alles, was Sie auf dem Tisch sehen, ist echt. Sicher. Für mich sah das identisch aus. Und da ich den Unterschied nicht erkenne... Warten Sie. Ich gebe Ihnen die Flasche für 2. Ich kann nicht glauben, dass 2. ich das sage. 2.000 Yuan? So viel habe ich bei mir. Also. So viel habe ich bei mir, oder? Ja. Ich Jungs. hoffe, es macht Sie glücklich, dass meine Kinder heute Abend nichts zu essen bekommen. Das ist schrecklich. Aber damit kann ich leben. Sie sind eine gnadenlose Verhandlungspartnerin. Davor habe ich Respekt. Gib! Cool! Ja, meine liebe Sache, ja, die ist schon ein bisschen vermisst. Das Fact schon, ist schon ein cooles Game. So, jetzt darfst du das haben. Das ist eine Jungs. Flasche, bei Jiu. Seltene Samen, sauberes Wasser, handgepflückt, destilliert aus seltenem Reis. Und den anderen Sachen halt. Das sehe ich. Tut mir leid, aber Flaschen mit billigem bei Jiu bekommt Queenie viel. Der ist nicht billig, ehrlich. Das ist eine wirklich kostbare Flasche Schnaps. Ich meine, sehen Sie sich das Preisschild an. 30.000 Yuan. Sie sind hier im Backsteinviertel. Preisschilder sagen wenig aus. Ein Moment bitte. Ja, Madame?
Das eignet sich als Geschenk. Vielen Dank. Sie können jetzt hinübergehen. Madame erwartet Okay. Sie. Legen Sie Ihr Cool. Geschenk einfach auf den Tisch und gehen Sie durch. Sie erwartet Sie. Danke. Okay. Zur Miss Queenie. Schön leise auftreten, junge Dame. Die Erschütterungen stören mich. Ups, sorry. Psst. Und auch nicht reden. Wir haben heute zu. Aber wenn mein Mädchen Sie durchgelassen hat, scheinen Sie ja ein legitimes Anliegen zu haben. Hallo. Ja, kann man sagen. Ich höre. Ich bin beim Wahlkampfteam der Uminska. Uminska, Lea. Die Einheit? Ich kenne die Sozialdemokraten recht gut, Mädchen. Dann arbeiten Sie also mit Baruti Mafane zusammen. Yep, genau. Er ist ein netter Mann. Aufrichtig. Man merkt ihm an, dass er an seine Sache glaubt. Tun Sie das auch? Was? Weshalb sind Sie in die Politik gegangen, junge Dame? Zoe. Castillo. Ich bin in die Politik gegangen, weil... Nun ja, weil... Ja. Zum Teil, weil ich Wirklich? etwas bewegen will. Das mag nicht die ganze Geschichte sein. Nicht meine Hauptmotivation. Nicht mal die ehrlichste aller Antworten. Aber es stimmt, ich will etwas bewegen. Irgendwie. Es ist peinlich, aber zum Teil ist es deswegen, weil ich Zeit übrig hatte und etwas Nutzbringendes damit anstellen wollte. Es ist nicht so, dass ich voll hinter dieser Politik stehe, aber es schien mir ein geeignetes Ehrenamt zu sein. Ich will etwas bewirken und hatte Zeit übrig. Aber im Prinzip weiß ich gar nicht, weshalb ich bei der Kampagne gelandet bin. Ich bin noch nicht mal sicher, ob es etwas ist, das ich tun will oder tun sollte. Ich weiß eigentlich gar nicht genug über die Politik in Europolis, um eine sachkundige Entscheidung zu treffen. Trotzdem bin ich hier. Ob ich das sagen sollte? Ja, weiß es auch nicht. Ja. Na schön. Formulieren wir die Frage mal anders. Einfacher. Warum die Uminska? Allmählich glaube ich viele der Dinge, die die Uminska sagt, tatsächlich. Ich war nie sehr politisch, aber es scheint etwas dran zu sein. Für viele Leute. Wenn ich höre, wie Baruti von ihr spricht, kann ich nicht umhin zu glauben, dass sie die richtige Frau für den Job ist. Und dass die Sozialdemokraten dazu beitragen können, dass man in Europolis besser leben kann. Weil die Alternativen so übel sind? Kaiser Wolf, Dieter Gross, die Marxisten. Ich würde nicht in einer Stadt leben wollen, die von denen regiert wird. Vielleicht ist die Einheit keine perfekte Option, aber in diesem Fall ist sie sicher das kleinste der vielen Übel. Warum die Uminska? Vielleicht wäre die ehrlichste Antwort, dass ich es nicht weiß. Es ist eben die Kampagne, bei der ich gelandet bin. Weil die Alternativen so übel sind. Es gibt niemand anderes. Kann schon sein. Das ist weder ein sehr leidenschaftliches noch ein überzeugendes Argument. Wenn Sie mich dazu bringen wollen, Ihre Kampagne zu unterstützen, machen Sie Ihre Sache ganz grauenhaft. Also, ja, es ist so... Vielleicht käme die aggressive Verkaufstour unehrlich rüber. Sie scheint mir jemand zu sein, der Ehrlichkeit mehr schätzt als alles andere. Ja, das ist Nein, ach was, ich versuch's gar nicht erst. Es wird nicht aufrichtig und ehrlich genug klingen für sie. Baruti hätte herkommen sollen, nicht ich. Ich bringe das hier einfach bloß so schnell wie möglich zu Ende und gehe wieder. Ich kann nicht verkaufen. Das bin ich nicht. Ich bin nicht Baruti. Ja, Man glaube das an die ist ja- Vielleicht käme die aggressive Verkaufstour unehrlich rüber. Sie scheint mir jemand zu sein, der Ehrlichkeit mehr schätzt als alles andere. Wollen Sie, dass Konstantin Wolf Europolis regiert? Jetzt ist nicht die Zeit, über Politik zu reden.
Noch nicht. Ich möchte wissen, was Sie wirklich auf dem Herzen haben, Señorita Castillo. Wonach suchen Sie? Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Ich werde mich eigentlich erinnern. Was mich möglicherweise am meisten ängstigt, ist, dass ich mich nicht erinnern kann. Nicht genau weiß, was mit mir passiert ist. Mit den Menschen, die mir wichtig sind. Mir über vieles so im Unklaren bin. Nicht mal mir selbst kann ich trauen, denn manchmal fühle ich mich wie eine Schwindlerin, eine Betrügerin, mit oder ohne Erinnerungen. Können wir wahrhaftig wir selbst sein? Das fängt ich noch irgendwie Ich vermisse gut meinen an, Dad. Ich vermisse... gleich schauen. Was? Casablanca? Nein, das nicht. Und auch nicht das, was ich mal war. Wehleidig, zickig. Ich bin froh, dass ich jetzt anders bin. Aber trotzdem vermisse ich etwas. Ich bin mit dem, was ich war und dem, was ich werden könnte, noch nicht im Reinen. Ich glaube, was ich tatsächlich suche, ist eine Art Sinn hinter all dem. Die Verschwörung, das Koma, die bruchstückhaften Erinnerungen, all das. Ich will, dass das alles einen Sinn ergibt. Und ich will nicht länger das Gefühl haben, dass ich meine Zukunft nicht selbst bestimmen kann. Ja, das nehme ich. Ich suche einen Sinn in meinem Leben. Na also. War doch gar nicht so schwer, oder? Tut mir so leid. Das war wirklich unpassend. Ich weiß nicht einmal, wieso ich... Wirklich unpassend. Nicht die Spur. Nun weiß ich, wen ich vor mir habe. Wollen wir jetzt über Politik reden? Im Ernst? Ja, ist gut. Also, wir, Lea Uminska, die Sozialdemokraten, Sie haben sich gefragt, würden Sie... Die Uminska und die Sozialdemokraten bei der Wahl unterstützen, schon klar. Ich denke darüber nach. Wissen Sie, Zoe, was mir am Herzen liegt, ist diese Gemeinschaft hier, sind die Leute, die sich Führung und Unterstützung von mir erhoffen. Sie vertrauen mir und meinem Urteil. Ich weiß, ich muss politisch Stellung beziehen. Und ich weiß, meine Einstellung wird Folgen haben. Auswirkungen. Die Blauen haben mich in Frieden gelassen. Mich nie gestört. Dieter Gross ist eine sichere Wahl. Der Status quo. Wolf traue ich nicht. Ich wünsche weder ihn noch seinen Schlägertrupp Europas Erwachen an der Macht zu sehen. Die Konsequenzen wären auf der beängstigenden Seite des Ungewissen. Bei den Marxisten geht es ständig um Rhetorik, Demonstrationen und Märsche, große Reden und noch größere Gesten. Die würden mir zwar nicht in die Quere kommen, aber auf die Nerven gehen. Bleiben noch ihre Sozialdemokraten. Sie wären der Kompromiss. Gewöhnlich verabscheue ich Kompromisse. In diesem Fall jedoch sind die Extreme wenig attraktiv. So sieht die Sache also aus. Beweisen Sie mir, dass Ihrer Partei etwas an dieser Gemeinschaft und den Menschen darin liegt, und Sie haben meine Unterstützung. Das ist es, was Politik für mich bedeutet. Gut, okay, schön. Wie beweise ich Ihnen das? Das Ei versucht immer erfolgreicher, unerwünschte Elemente von den Straßen zu vertreiben. Was allerdings nicht bedeutet, dass sie einfach verschwinden. Es gibt eine Stadt unter der Stadt, bevölkert von denen, die durch die Ritzen gefallen sind. Menschen ohne Obdach, ohne Identität. Alte, junge, Kinder. Da gibt es ein Mädchen. Ein junges Mädchen. Hannah Roth. Ich stand in Kontakt mit ihr, aber jetzt ist sie verschwunden. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Ich bin in Sorge, dass... Ich mache mir Sorgen. Helfen Sie Hannah. Finden Sie sie. Sagen Sie ihr, dass Queenie sie sucht. Wenn Sie können, bringen Sie sie zu mir. Wenn nicht, sorgen Sie einfach dafür, dass es ihr gut geht. Wenn Sie das für mich tun,
reden wir weiter über Politik. Ich tue mein Bestes, aber wo fange ich an? Nilavcek. Sie verkauft Essen. Der Gastronomiebereich außerhalb des Seshadri Towers. Verzeihen Sie, aber ich kenne Nela. Sie ist eine Freundin. Wie seltsam ist das denn? Ohne Zufall keine Geschichte. Wie bitte? Es war wohl richtig, Sie zu fragen, die im Schloss lebt. Hanna sagte, sie habe ab und an etwas für Nilavcek erledigt. Was genau, weiß ich nicht. Lieferaufträge vielleicht. Ich fange bei Nela an. Ich melde mich, sobald ich etwas weiß. Vielen Dank, Miss... Queenie genügt. Meinen alten Namen habe ich zurückgelassen. Den brauchte ich nicht mehr. Sonderbar, dass sie ihren richtigen Namen nicht benutzen will. Ich frage mich, sie sagte, es gäbe so viele verlorene Menschen da draußen. So viele obdachlose Kinder. Was macht diese Hanna so besonders? Warum Hanna? Sie meinen, warum gerade dieses Mädchen und nicht 1000 andere? Die anderen sind Namen, Gesichter. Sie ist ein Mensch. Sie ist mir wichtig. Mehr brauchen Sie nicht zu wissen. Und jetzt haben Sie genug von meiner Zeit beansprucht. Es gibt viel zu tun. Für uns beide. Okay. Wow, ist schon gut, Mann. Also, ich muss in diesem Fall die Hanna suchen. Ziele aktualisiert, genau. Finde Hanna Roth. Okay, die war ja gewesen. Wo wir ganz am Anfang waren, ist sie da mit ihrem Imbissladen. Kaffee. Das war irgendwo da oben. Hier hängen so viele Traumjunkies herum. Weitergehen. Das war eine gute, die Queenie hat mir gefallen. Es nimmt mich Wunder, was mit der Anna ist. Und mit dem Mädchen, das wir suchen sollen. Und ja, ist cool. Ich tue den Part jetzt hier beenden und im nächsten gehen wir weiter das Mädel suchen. Ja, ist cool. Sehr schönes Fakt. So ein bisschen als zwischendurch zum Hexen suchen und so. Finde ich wirklich cool. Okay, ich sehe uns im nächsten Part. Tschüss.